Der geisterhafte Krieger begrüßt euch zurück zur neuen Runde hier bei Legend of Zelda Twilight Princess HD und er unterweist uns nun in den berühmt-berüchtigten okkulten Künsten. Die erste okkulte Kunst, der Fangstoß. Ein starker Gegner kann zwar durch einen schweren Angriff niedergehen, steht aber sogleich wieder auf. Die Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig zu besiegen, bevor er wieder aufsteht. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere nun verzögerlich mit ZL an und drücke A, um ihn von oben springend den nächsten Stoß zu versetzen. Hast du eine günstige Gelegenheit, dem Gegner einen Garaus zu machen, erscheint vor deinen Augen das Signal Fangstoß. Nun versuche es an mir. Fight! Das Schwert selbst dann doch überhaupt nicht irgendwie. War so Queen of dann Majora's Mask. Mit den mächtigen Hieben, besonders große Wirkung zeigen Sprungattacken. Wirbelattacken oder schnell Angriff mit dem Schwert in kurzer Folge. Hui! Fangstoß und tschüss. Gut gemacht, junger Krieger. Ja, das war ein kühner Schlag. Verpassen die Chance für einen Fangstoß und Drücken von A. Damit hast du die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Jo! Hey, ja! Die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Es gibt noch weitere 6 okkulte Künste, die du erlernen musst. Doch sie sind nur von bestimmt, in dessen Adern das Blut eines Helden fließt, für den, der den Geist eines erhabenen Raubtiers hat. Stell deine Kraft und sei beständig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zu erschlagen. Lausch dem Ton des Windes und den Geist des wilden Tieres ruft und komme wieder zu mir, wenn du die Statuen gefunden hast. Jo. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft des Schwertes. Vergiss das nie. Auf ein Wiedersehen. Yo, man. That's right. Oh Mann, ey. Goldener Wolf, ein Geisterkrieger, unser Vorfahr, wie kann man so interpretieren, bringt uns okkulte Künste bei. Der erste war der Fangstoß, wie man sieht. Wir mussten diesen Fangstoß lernen, es geht gar nicht anders. Und der ist auch wichtig, auch für die meisten Gegner, sogar am Schluss dann noch. Obwohl, der Fangstoß gibt es ja auch in Skyward Sword und Ocarina of Time theoretisch auch. The Wind Waker haben wir es auch schon öfters gesehen. Daher, ja, ist schon wichtig und die anderen okkulte Künste sind, wie gesagt, alle freiwillig. Aber zum halt Meistern trotzdem wichtig, also ich würde es Ihnen empfehlen. Was zum... Denn es kann echt nicht schaden. Vor allem auch für die Drillhöhle und sonstige Gegner. Also, doch, es gibt schon ein paar okkulte Künste, die muss man eigentlich beherrschen, weil sonst wird es echt schwierig. Natürlich. Was für ein Netz, ey. Also dann wollen wir sagen, gehen wir direkt rein in den Tempel. Let's go! Yo. Ein Tempel. Ich wollte eigentlich speichern, aber gut. Dämliches Viech, ey. Ein Tempel, der... Naja, also ich kenne da 1, 2 Freunde gerade direkt, die sicher nicht so begeistert sind vom Waldtempel. Ich persönlich muss sagen, ich finde eigentlich einen der coolsten Waldtempel, so generell gesehen. Da ist so ein paar Aspekte, dass man sagen muss, sind echt geil gemacht. Und andere, naja. Aber ist schon geil. Ihr versteht bald auch schon warum. Ja, Waldschrein. Mal gucken, sind irgendwelche Symbole. Ja, Kokiri-Symbol da hinten an der Türe. Deswegen natürlich wegen der Ocarina of Time und so, war. So, einer weniger. Ist hier oben noch etwas los und ja, ihr seht auch hier schon so einen Bocklin mit einem gefangenen Affe. Und darum dreht es eigentlich mehr oder weniger. Die Affen zu befreien, weil die helfen uns extrem. 2 Schläge bereits down. Hä? Aber viele Schläge gebraucht. Yeah, befreit, dankeschön, tschüss. Hallo, willst du uns nicht irgendwie helfen? Komm hoch, komm hoch. Was sagt der Affe, der die Lampe geklaut hat?
Der will mit dir spielen. Also nichts hinterher. Stimmt, ist der gleiche. Oh Mann, oh Mann. Haben wir gerade sonst noch irgendwas in der Nähe? Ich glaube nicht. Und diese Statuen hier. Ach, die werden noch sehr, sehr wichtig sein. Das aber wegen anderen Gegnern. Bereits 50. Mehr gibt es ja gar nicht, weil ich nur das richtig überlege. Mal gucken. Eine Truhe versteckt. Nö. Okay, dann leg mal hoch. Aber ich muss generell sagen, ich finde eigentlich alle Tempel hier bei Twilight Princess geil. Auch der Wassertempel. Wo ich noch zu Gast sein werde bei, ich überlege gerade, bei Kai war es genau. Und bei ihm zu Gast sein werde mit seinem Twilight Princess HD Let's Play. Und generell bin ich eigentlich eher einer der Wassertempel ziemlich abgeneigt ist. Aber bei dem hier, Twilight Princess, der ist echt geil. Ja, komm ja schon, du hast recht, also nicht so lange quatschen. Kokiri-Symbol, geil. Da gibt es auch keine Kokiris mehr, also zumindest soweit wir es bisher gesehen haben. Ich glaube, auch das hat noch seine Gründe. Noch später eingehen werde. Oh, eine riesige Spinne. Ja, wer natürlich Spinnenphobie hat, der ist hier. Gut, Phobie, ich mag es natürlich einfach nicht. Aber ganz ehrlich, bei so riesigen Spinnen würde ich natürlich auch sofort Reis ausholen. Also, nee, da kannst du mich vergessen. Bei so riesigen Spinnen. Wow, was ist das gerade? Da hätte ich echt keinen Bock drauf. Dass wir hier unten alles platt machen, weil die werden sich nach runterfallen und dann wäre es ein bisschen ungeil. Dankeschön. Moment. Ist das vielleicht so ein Viech? Bin ich nicht so sicher, wie das Teil schon funktioniert. Wie lange haben wir? Könnte klappen. Jo, bereits erste Truhe. Nice, Mann. Tanzrubine, geil. Ein halbes Herz schon Schaden, ja, das ist durchaus noch zu verkraften. Jetzt mal gut. Okay, nee, die macht sonst nichts, so wie es aussieht. Gut, sehr gut natürlich sogar. War das bereits hier, wo ich das wegen den Affen meinten? Ja, da könnte es bereits so aufgehen. In dass die Affen uns hier bereits helfen müssen. Ja, was noch mehr war. Was ist schon mit da? Was ist hier alles für Kandelaber? Ist hier etwa eine Art Altarraum? Was sagt ihr überhaupt? Was du mir noch eine Antwort geben könntest? Du bist ja viel zu doof. Ja, wir werden das nächstes machen. Hier mal alle entzünden. Oh, das müsste, gewohnter Zelda-Manie, eigentlich die Karte sein. Jo, siehst du auch, die Dungeon-Karte. Soll ich mal gucken, also hier schauen, ja, da haben wir jetzt die Karte. Auch echt sehr schön, 3 Symbole, natürlich Master Key und so weiter fehlt noch. Ja, aber hier kommen wir gut durch, dieser Tempel ist relativ überschaubar. Gott sei Dank natürlich. Hä? Aha. Nee, sag bloß. Da kommt er schon. Wow, bei der Boomerang. Voll in schwarz. Du bist ein Arsch, leck mich am Arsch. Du Arsch, leck mich am Arsch. Was ist das denn Pavian-Arsch? Wortwörtlich. Ich verstehe es auch nicht. Oh, einen anderen Weg, das geht so nicht. Aber... wie sie wohl ausrastet. Was ist denn das? Hat die etwas Streit? Meine Fresse, jetzt können wir nicht weitergehen. Wir zurück. Das führt zu irgendeinem Folgen. Oh Mann, der Affe mit diesem Boomerang. Man sieht schon, da drüber mit Wind im Spiel und das Wasser. Also Boomerang ist sowieso ein bisschen windspielmäßig.
Was könnte das wohl bedeuten? Hm. Tja, natürlich die Frage, wohin war. Mit Affe, der weiß den Weg. Ja, bei einem Affen geht's noch. Ja, genau das. Es gibt Passagen, da sitzen mehrere Affen und da ist es ein bisschen mühsamer. Ich habe noch eine Stelle ganz doof in Erinnerung, weil ich abgestürzt bin. Naja, momentan wird es schon gehen. Dass ich mal wieder weg machen muss. Ja gut, wo brauche ich... Vielleicht hinter ihm? Könnte sein, wa? Oh nein. Stimmt ja, in diesem Spiel gab es ja... Oh mein Gott, ey. Die berühmt-berüchtigte... Okay, dann noch das Viech. Aha, dann war Schiss von uns, okay. In diesem Spiel vor allem gibt es die berühmt-berüchtigten seltsamen Viecher. Puh, er ist draußen. Wir waren in die Breite gegangen. Und dann irgendwie nicht mehr rauszukommen. Tja, du hast mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank. Alter, ein Alienhuhn mit Alienbrüsten und... was zum Henker ist das? Also weißt du, ich suche hier etwas. Hast du ja etwas zu tun? Da können wir uns eine Weile zusammen tun. Wenn du hier raus willst, kann ich dich ganz einfach warpen. Dann kannst du jederzeit in den gleichen Raum zurückkommen. Du siehst, kann jetzt immer noch nützlich sein. Ich denke also nicht, ich wäre nur eine Belastung, sondern betrachte mich als Freundin. Linksausdruck, ey. Was zum Henker ist das? Vor allem jetzt in HD nochmal angucken. Boah, echt so ein Alienhuhn. Du hast die Tante getroffen. Alter, wenn meine Tante so aussehen, ich will mich gerade erschießen. Sie warbt dich aus jedem Dungeon oder dorthin zurück, wo du zuletzt warst. Ich kann eine Tante verwenden. Ach, deswegen ist das runde Symbol, das ist die Tante. Okay, dann haben wir das Geheimnis auch geklärt. Die Tante. War hier irgendwas Gefährliches? Glaub nicht, wa? Das sind vielleicht zwei Gegner nochmal. Doch nur einer. Der will, dass wir dorthin gehen. Ich hätte allerdings hier noch ein bisschen was zu tun. Ja, sonst sind wir ruhig, wa? Die riesengroße Spinne. Oh, ich treffe sie fast. Ha, getroffen. Was meinst du, das nützt? Eine andere Frage. Darf hier reinfallen? Glaub schon, was? Macht nix. Dann mach ich wieder raus. Was? Was? Die Spinne ist ins Wasser und tot. Okay, Spinnen vertragen kein Wasser. Ist ja mal gut. Ah, hier kommen wir wieder raus. Gut. Ist ja mal nice zu wissen, wa? Spinnen, die kein Wasser vertragen. Darf ich nicht rein? Nö, hier ist niemand. Ja, ist ja gut, ich komm doch schon. Menschenskind, ey. Das war jetzt Master Key. Haben wir gar keinen Schlüssel. Einmal, du willst mich verarschen, kleiner Affe, weil ich habe keinen Schlüssel. Hallo. Da ist scheinbar nur eine Abkürzung. Ne, siehst du, gehen hier, keinen Schlüssel. Die sind auch schon an, ja, dann muss er da entlang, ist ja logisch. Ja, die machen uns den Weg frei. Na, direkt durch, geht schneller. Ob hier mal vielleicht ursprünglich mal ein Dekobaum oder so etwas stand? Ich glaube, hier war mal ursprünglich der Waldtempel aus der Queen of Time. Weil der Dekobaum, der ist damals gestorben war und der kleine Spross, der kam ja erst dann zur Welt, als wir den Waldtempel gemeistert hatten. Yeah, kleiner Schlüssel, geil. Ich glaube, weiter geht's so. Was hast du gerade? Hallo? Spiel?
Was ist los? War ja total buggy. Ne, die kommen ja später weiter. Die Kamera verarscht mich gerade ein bisschen. Was soll ich sagen? Genau, eben da wegen Waldtempel und so weiter. Also wegen kleinen Deku-Baum, den wir aus The Wind Waker kennen. Den kann es ja gar nicht geben, weil wir zocken in der Vergangenheitsform. Also Vergangenheitstimeline. Und dort hat zwar Link, also hat er mit Danke, wie der Deku-Baum gestorben ist und hat den ersten Tempel gemacht, aber die restlichen Tempel noch Queen of Time nicht, weil er ging ja zu Zelda und hat erzählt von wegen Ganondorf, der ist so böse und so weiter, muss ihn aufhalten. Also hat er Suche nach Navi gemacht und dann kam Majora's Mask und so. Und daher gibt es ja keinen Deku-Baum und daher logischerweise wohl auch keine Kokiris. Das mal so zu erklären. Ja, und Deku-Baum stammen natürlich aus und jo. Die lustigen Völker aus The Wind Waker wurden auch nie geschaffen. Ja, komm ja schon, komm ja schon. Muss man die Kamera ein bisschen. Gut. Man sieht hier bereits, die Strecke ist ein bisschen länger. Heißt, wir brauchen 2 Affen rüberzukommen. Also muss ich ihn befreien, geht gar nicht anders. Alter, was ist los hier? Wahrscheinlich dieses Rumgezucke. Habe ich mit der Kamera ein Problem? Normal, Achsen. Nee, normal stimmt eigentlich schon. Das Spiel neu starten, wa? Und runter den Guten. Na, geht doch. Aua, mein Arsch. Ihr bleibt drin, Mann. Ihr gehört uns. Fasst ihn. Einer weg. Bleibt nur noch einer. Wo ist er hin? So viel dazu. Noch einen gelben Rubin. Okay, natürlich 10 Rubine wert, wissen wir ja. Wobei wir es jetzt erstmal so gefunden haben. Eigentlich sollte das jetzt speichern. Naja. Na, komm, komm, wir gehen zurück. Ja, ich weiß, können wir schon. Ups, up. Affenbrücken. Yeah. Das ist Affenstyle. Was machen die anderen? Die bleiben da. Okay. Oder auch nicht. Gut, wie gesagt, da kommen wir noch nicht hin. Das müsste ich ja eigentlich... Ja, ist klar, war. Mechanismus verstanden, gut. Klappt erst später. Ja, sind wir hier mal fertig. Und so sind die gehen wieder da. Wieso auch immer. Das wird zu denken, ich muss mal nachspawnen. Nachspawnen vor allem. Karte mehr. Ne, nicht so. Karte. Gar nicht mal so übel, Leute. Gar nicht mal so übel. Jetzt haben wir 2 Affen und sollen nach rechts weitergehen. Hi, jupp. So, und hier oben, ich frage mich gerade, kriege ich die einfach so runter? Nö, keine Chance. Ja, machen wir da erstmal ein das Item, wobei das ist eine größere Truhe, da könnte der Kompass drin sein. Hä? Kriegen wir einen Kompass erst nach dem Dungeon-Item? Crazy. Gut, warum es hier überhaupt 2 Affen braucht, ist eine andere Frage. So, wo sind wir denn hier? Ich glaube, hier gab es doch schon... Ach du Scheibengleis. Jo. Dann erinnere mich wieder. Denn da in diesem Viech müsste das erste Herzteil sein. Wow! Man tut selber schuld. Ein gefräßiges Teil war. Trotz allem erst ein Herz verloren. Es geht alles noch auf bisher. Wohlgemerkt bisher.
Ja, ich merke schon, Helmut, müssen wir vorsichtiger vorangehen. Das heißt, merke ich jetzt schon, das habe ich von Anfang an gewusst. Das Teil muss weg. Das Problem ist, wir müssen es mit Bomben sprengen, anders geht's nicht. Vielleicht haben wir da eine geile Bombe. Na toll, das war natürlich das Angel Link. Das Problem ist, wenn wir jetzt da versuchen, rüber zu springen, würde er uns fressen. Ich glaube, das Vieh macht noch ziemlich viel Damage. Daher versuche ich es jetzt mal nicht. Außer er wird es ja speichern, dann kann ich es ruhig versuchen. Genau, und er frisst natürlich alles, was er will. Lecker. Nee, mag's doch nicht. Ja, ja, so viel dazu. Kann man jetzt eigentlich noch irgendwie weiter. Weil hier ist ja auch Sumpf, wobei der schnappt uns ja nicht. Da ist ein bisschen zu weit weg, aber was ich mich noch erinnere. Komm gar nicht rüber. Da geht das erst, wenn ich... Ich muss ja eigentlich irgendwie rüber. Und ich glaube, den transportieren gehe ich nicht, das ist zu weit weg dafür. Ich komme so rüber, war also mit dem Rüberspringen nochmal raufschmeißen. Okay, könnte klappen. Schon alle tot hier war. Darüber klettern würde gehen und den runterschmeißen. Jo, geht auch. Aber hier muss ich eigentlich so versuchen. Wow. War ich noch zu nah dran? Nee, keinen Schaden gekriegt. Na, Gott sei Dank, ey. War noch die Karte. Das ist ein größerer Raum. Okay, wir haben doch vor, wenn ich erstmal das Herz nachholen könnte. Das war knapp. Und ich habe keine Affen zur Verfügung. Gut, ja, ich weiß, vielleicht kann man es auch ohne Schleuder machen. Aber wieso? Es funktioniert doch so gut. Und boom. Sehr schön. Dann ist der Part auch schon wieder fast vorbei, Leute. Ich würde mal sagen, dann ganz kurz da runter. Holen wir dann das Herzteil. Ich hoffe, es ist über das Herzteil, wird aber irgendwie ein Quatsch erzählt. Was ist so eine macht einen Schleier. Und schleierhaft. Eines der, der 2 Herzteile hier im Tempel. Nice. Alle Herzen voll, ganz geil. Jo, wenn wir sagen, ich gehe wieder hier hoch. Jetzt auch entlang. Überall geht's hier lang, wa? Faszinierend. Jo, nächsten Teil, dann gehen wir erstmal darüber, nächsten Part. Und mal gucken, was uns hier noch erwartet in Sachen der Affen und dem Dungeon-Item und so weiter und so fort. Bis dahin. Ciao zusammen. Yeah. Verdammt. Klappt einfach nicht mit der Frontaufnahme. Mist.